Er denkt, wenn du wirst eine Ferngung, er will das nicht haben. Er will haben, seine Mial soll klug und gelehrt sein, die soll nicht eine Versammlung sein. Und die Mial, die geht nicht. Der Junge, der steht bei Arbe sieht, er bringt er in ein Haus, und sie kommt nennen, und dann sagt er, lügt ab, er sei arisch, er sagt, wirst du fern, hast du die nicht schneuen geborgen von du? Nee, sagt sie, mir hat es sehr schlecht. So sagt der Mial, nu hast du her, wenn du ne fern wirst gehen, du weißt nicht, was ich mit dir tun will. Wenn du die bekehren wirst, ich verspreche dir, ich bring die davon auf. Die Mial, die hielt sehr grülich. Sie geht in ihre Stuhl, sie schneit sich an und sie sagt zu dem Herrn, nimm den Geist von mir und mohn mit Schäume mehr, ich will nichts von dir. Nächsten Abend gehen sie weiter zu versammeln. Dann schickt die Vater, was die Mial tun wird. Sie steht hin, war da mit ihr Jung, die Prediger rübt, war da toll, die Menschen kommen, sie bekehren sich. Sie steht und lacht. Dem dritten Abend war da. Sie ging die Weg zu eng, dem Mial schwer nicht mehr, dass die Gäste erröten durch. Wieder ein Dönt. Und der Vater, der triumphiert, er hat gesiegt. Er sagt zu seinem Freund Tschitsch, ich habe gesagt, mein Kind horcht. Die wird selten als ich da. Und Montag war der Mial sehr krank. Die Mutter sagt, geh doch nicht der Uni, gut im Unterricht, aber sie kommt, am 2 Stunden kommt sie zurück. Sie sagt, ich kann nicht, mein Kopf ist so grülich weh. Und so was musste den Doktor rufen. Der Doktor und ihr Sachen, ich kann nicht jetzt feststellen, was das alles sein kann. Und dann kommt der Zeit, wo er zu dem Vater sagt, weißt du was? Du bist mein bester Freund. Ich habe dir nu immer die Wahrheit über alles gesagt. Ich muss dir sagen, an deine Tochter kann ich nichts mehr tun. Die wird wohl sterben. Dann fängt der Vater an zu schreien. Und seine Vertwiefeln, er geht nicht die Tochter, er schneit sich an, er sagt, ja, die Tochter hat gesagt, der Doktor sagt, du bist so krank, du wirst nicht gesund worden, bete doch. Und dann schrie sie ab und sagt, Vater, du hast mir verboten, von Jesus zu reden. Red mich scheinbar mehr an. Ich wollte, dass ich sterben war und ich gehe verloren. Wir können uns nicht vorstellen, was an dem Vater und an der Mama fehlt. Und als es noch schlimmer war, dann sagte sie mir zu dem Vater, koste mir in den Baum noch ganz kaltes Wasser bringen. Er rannt und er holt frisches Wasser, er gibt er zu trinken. Und sie sagt mir ein bisschen Häsche an im Bad. Meine Füße sind so heut, meine Füße brennen. Er sagt er Häsche an und sagt sie noch einmal, hol mir noch einmal Wasser. Als er dann zurückkommt, dann wird er mir tot. Düsternis, vertwiefelt, verstockt, ein steinerne Tod, Gottes Genot von sich gewesen, in so auch eine Ewigkeit gegangen. Wir wollen, wir dürfen und wir wollen auch keinem nicht rechten. Der Rechte ist Gott. Aber von dort will er den Rader sein, in Jesus Christus. Und ich bete ganz herzlich, dass du von dort so oberst diese Gelegenheit kannst wahrnehmen, dass du die bekehren kannst, dass du kannst das nie Leben mit Gott frisch schreien. Ich will noch ganz kurz nur ein paar Worte da sein, was diese Andacht nicht hier miterleben, was das über das Radio hören. Lieber Freund, wenn du diese Tag oder von Tag so oberst, diese Botschaft gehört hast, dann ist das die Botschaft aus der Heiligen Schrift. Dann ist das das Reden Gottes an die. Nicht ich rede, Gott redet zu die. Jesus will deine Rading haben und du kannst die von Tag so oberst bekehren. Wenn du mit deinem düsteren Leben zu Jesus kommst, du kannst ein ganz einfacher Weg zu Jesus sein, dass dir das leuchtet, dass du ohne Arm gelebt hast. Du kannst an deine Sünden bekennen und verzeihen werden. Und dann sagt Jesus, du bist reut am Unternehmen. Und bete Jesus, dass er die soll annehmen und den Kind Gottes machen. Und du wirst sein, Gott wird dein Gebet erhören. Und dann sägt die geliebten Menschen ab, mit was du beten kannst und die Bibel lesen kannst. Und blieb nicht allein. Leb dein Leben mit Jesus. Gott muss die segnen daran. Nun noch einmal zu alle, was hier von dort sind. Wenn wir mit Gebet hier haben abgeschlossen, wenn wir das Leute hier haben, wir haben terraste sieht, haben wir Rüms, wo wir als Brüder reut sind, mit dieser Seelsorge zu führen. Wir wollen nicht spazieren. Wir wollen die halten, zu Jesus zu kommen. Dass du die Kurs ganz Jesus hingeben. Denk daran, das Licht ist da. Jesus ist da.
die will die raden. Wir wollen nur noch beten und stehen ab dat. Leuwe in gerechter Vater im Himmel, wir sind dir vandaag so dankbar, du bist das Licht. Du hast das Licht uns te deuten worden, indem du deinen Sehen hast geschickt in diese Welt. Jesus, wir sind dir so dankbar, dass du das Licht dieser Welt auch uns hast klar gemacht, dass du uns erleuchtet hast, durch das Licht vom Evangelium. Wir sind dir so dankbar, dass wir uns erkennen dürfen als verlorene Sünder und dass wir durch deine Gnade haben bei dir das neue Leben gefangen. Du hast uns die Sünden verzeiht, der Stein Blut. Und wir sind dir so dankbar, dass du uns der Stein Wut und der Stein Geist, die Wiedergeburt geschenkt hast. Und dass wir nun dürfen dein Licht haben. Wir können vieles nicht verstehen. Für uns ist vieles unklar in unserem Leben und in dieser Welt, warum das oder jans so geht oder nicht anders geht. Aber wir wollten bei diesen schönen Fehler, du führst uns reich und du führst uns von einer Klarheit in eine andere. Dafür sind wir dir dankbar, besonders für dein Wort und für deinen Geist. Und wir wollten, dass uns Wahrheit, den wir in deinen Auffolge stehen, die wird immer klarer, aber das wird ganz Tag worden in der Ewigkeit. Für diese lebende Hoffnung sind wir dir sehr dankbar. Vandaag beten wir dir auch für alle bedrängte Kinder Gottes, die für den Namen schwer zu leiden haben. Wir beten dir, dass sie können Kraft haben, nach oben zu schicken und standhaft zu bleiben. Auch für alle die, die sich in dieser Tag bekehrt haben und was das erfahren haben, was das erst, wenn sie Licht geworden sind, und der andere in der Finsternis blieben. Wir beten dir vandaag ganz besonders für jeder einen, der noch nicht zu dir gekommen ist. Für die Kinder, für die Jungschar, für die Erwachsenen, für jeder einen, vielleicht auch alle Menschen. Wir beten dir so sehr, Jesus, dass du an Kurs die Not geben, dass sie vandaag so etwas können teilbringen und sich ganz die übergeben. Bei dir ist allein Licht, bei dir ist das Leben, bei dir ist die Friede zu haben, bei dir darf ich frei werden. Und die habe ich das Leben, bliebend, nu auch in aller Ewigkeit. Wir beten dir darum und wir danken dir dafür.